Zdravo, dečki! Danes se zapoznajemo s najpoznatejšimi ličnostmi po svetu, ki ima povečje od 120 in site se na ogled na isto to mesto. Da, site ovije poznati ličnosti na jedno mesto. Tije se poznati po sportu, muzikata, politikata, istorijata i kulturata. To je da, dečki. Danes se zapoznajemo s Angela Merkel, Donald Trump, Taylor Swift, Ed Sheeran, Michael Jackson, Harry Potter, Dracula, Albert Einstein, Schumacher i se znajo mnogo drugih poznati ličnosti. Сега се наоѓаме во Паноптикум, во музеот на восечни фигури во Хамбург. Тој е најстариот во Германија, а можеби во Европа. Тој е постар од 140 години. Тука можете да најдете повеќе од 120 фигури. Hallo Susanne. Hallo Anastasia, schön, dass du da bist. Ja, danke schön auf jeden Fall. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und wo sind wir gerade hier und seit wann gibt es dieses Museum? Ja, wir sind hier im Panoptikum auf der Reeperbahn. Wir sind ein Wachsfigurenkabinett und gibt es seit über 145 Jahren, nämlich seit 1879. Das ist echt schon richtig lange. Und wir zeigen bei uns ganz, ganz viele Wachsfiguren von ganz prominenten Leuten. Und das sind aktuell so ungefähr 120, 130 Figuren. Ja, und gibt es auch eigentlich irgendwas anderes außer die Wachsfiguren? Nee, wir zeigen wirklich nur Wachsfiguren. Okay, alles klar, super. Welche ist die beste oder eher gesagt die berühmteste Wachsfigur, die Sie hier haben, wo die Menschen die meisten Bilder vor ihr machen? Das ist natürlich, da gibt's ganz viele, die total beliebt sind, so für Selfie. Ja. Aber jemand, der ganz beliebt ist bei uns Ed Sheeran, aber zum Beispiel auch Taylor Swift oder Olivia Jones, weil die so ein schönes, buntes Kostüm anhat. Ja. Das mögen die Leute total gern. Aber ich glaube, Ed Sheeran steht da auf jeden Fall auf den Top 3 mit dabei. Super. Wenn Sie irgendwann eine Wachsfigur von mir machen würden, wie sieht dieser Prozess aus und wie lange dauert so etwas? Das dauert richtig lange. Also mindestens 1 Jahr, das kann aber auch 3 Jahre dauern. Und man fängt da erstmal an, einen Tonkopf zu modellieren. Dann kommt um diesen Tonkopf eine Negativform aus Gips. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Gipsarm. Und dann wird diese Negativform ausgegossen mit flüssigem Wachs. Das muss dann richtig, richtig gut durchtrocknen. Dann kann man den Kopf vorsichtig auspacken, also diese Gipsformteile abnehmen. Ja. Dann erhält man den Rohwachskopf. Und diesen Rohwachskopf, den malt man dann an. Da werden dann echte Menschenhaare eingestochen. Da werden dann echte orthopädische Glasaugen eingesetzt. Also solche Augen, die auch Menschen eingesetzt bekommen, die irgendwie ein Auge verloren haben. Und dann werden auch, wenn derjenige jetzt seinen Mund öffnet, also nicht so wie hier unsere Queen, sondern richtig schön Zähne zeigt, dann werden echte Zahnprothesen eingesetzt. Also solche Implantate, die auch ein Mensch eingesetzt bekommt. Ja. Und dann brauchen wir natürlich auch noch einen Körper. Der wird auch individuell gebaut von den Bildhauern. Und wir brauchen natürlich noch Kleidung und die wird dann von der nicht von der Maskenbildnerin, sondern von der Kostümbildnerin geschneidert. Oder ab und zu ist es auch so, dass die Prominenten mal zu Hause in ihren Kleiderschrank greifen und uns was zur Verfügung stellen.
Also das bedeutet, dass damals die Queen herkommen müsste, damit ihr Gesicht sozusagen davon eine Form machen könnt? Nee, die Queen, die muss nicht kommen, sondern wir können nach Fotos arbeiten. Und der Bildhauer modelliert eben diesen Tonkopf dann nach Fotos, weil zum Beispiel die Queen einfach keine Zeit dazu hat oder gehabt hätte. Und bei einem, ich sag mal, deutschen Prominenten oder einem Hamburger Prominenten, da ist es so, die treffen wir häufiger auch mal und dann können wir genau Maße nehmen und so. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Aber bei so richtig internationalen Superstars, sei es Ed Sheeran, Taylor Swift oder auch eine Queen, da können wir das nicht machen, sondern da müssen wir wirklich nur mit Foto arbeiten. Müsst ihr so eine Erlaubnis davon kriegen, beispielsweise jetzt von der Queen, dass sie hier steht? Das kommt drauf an. Man kann sich seinen Namen im Markenschutzregister schützen lassen und da gibt es dann Paragraph 20, 21, 22. Das sind die Paragraphen, die relevant sind für uns. Und wenn sich ein Prominenter seinen Namen hat schützen lassen im Zusammenhang mit diesen Paragraphen, dann müssen wir ihn fragen. Und ansonsten sind das so prominente Persönlichkeiten, die wir hier zeigen, dass die sich das eigentlich gefallen lassen müssen. Welche ist eigentlich die nächste Figur, die ihr bauen oder machen werdet? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir machen gerade so ein bisschen Market Research, fragen unsere Besucher, wer als nächstes bei uns einziehen soll und sind gerade so ein bisschen im Findungsprozess. Und ich denke aber mal, dass wir das so in den nächsten Monaten entscheiden und dann bekommt der Bildhauer oder die Bildhauerin, je nachdem wer das machen soll, dann den Auftrag dazu. Aber stimmt es eigentlich, dass ihr einmal im Jahr oder eher gesagt für 1-2 Monate geschlossen habt? Nicht für 1-2 Monate, aber wir haben für 2 Wochen im Januar, Ende Januar geschlossen. Und da wird hier einmal alles gereinigt, die Figuren werden alle ausgezogen, wir setzen den Staubsauger an und den Puderpinsel, die Haare werden gewaschen, es werden Reparaturarbeiten und so durchgeführt, denn wir haben ja sonst 7 Tage die Woche geöffnet, jeden Tag. Ja. Und hier muss einfach zwischendurch auch mal der Maler kommen und das geht sonst einfach nicht. Und deshalb haben wir immer von Mitte Januar bis Ende Januar geschlossen und in der Zeit werden dann solche Arbeiten gemacht. Ja, aber was ist eigentlich mit dem Wachs? Also gibt's dafür irgendwas extra, wie man das reinigt? Oder? Nee, das eigentlich nicht, sondern das wird mit so einer ganz milden Seifenlauge, mit so lauwarmem Wasser gereinigt. Und unser Team hier vor Ort, die sind da echt schon Spezialisten drin und wissen ganz genau, wie sie das machen müssen. Welche ist eigentlich die älteste Wachsfigur, die Sie hier haben? Also die älteste Figur, das ist Friedrich der Große, der Mann, der hier hinter uns auf dem Pferd sitzt. Das Panoptikum ist im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden. Wir hatten 300 Figuren vom Krieg und im Krieg sind ungefähr 17 Figuren haben überlebt. Und eine davon ist Friedrich der Große und das ist wirklich wahrscheinlich unsere älteste Figur, die es noch gibt, die ungefähr 145 Jahre alt ist. Und das ist eine Figur, die mein Urgroßvater noch selber gemacht hat. Meine Vorfahren konnten das noch und ja, insofern ist das wahrscheinlich eine unserer ältesten Figuren, aber zu den älteren Figuren gehören auch so die hier rechts und links neben ihm stehen. Ja, dieses Wachs, aus das diese Figur gemacht wurde, wird es immer noch aus demselben Wachs gemacht, wie beispielsweise die Figuren, die unten sind, oder hat sich dieses Wachs verändert seitdem? Nee, das ist eigentlich im Grunde genommen wirklich schon auch das gleiche Wachs.
Bei einer Kerze ist das ja auch so, es ist immer Bienenwachs. Ja. Bei uns ist es auch eine Mischung aus verschiedenen Wachsen. Das passen die Bildhauer immer mal an, aber das ist mehr so Geschmackssache des Bildhauers und weniger zeitrelevant. Ова просторија има толку многу истории, значи не знам од каде да почнем, има толку многу луѓе што се векате. Wer hat eigentlich dieses Panoptikum oder wer hat es eher gesagt gegründet? Also gegründet hat es mein Urgroßvater 1879, Friedrich Hermann Färber. Und das Panoptikum ist immer noch in Familienbesitz. Und da ich die aktuelle 5. Generation bin, bin ich die Inhaberin vom Panoptikum. Dankeschön auf jeden Fall, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, dass Sie mich ein bisschen hier rumgeführt haben. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt ein bisschen was erzeugen konnte, dass noch mehr Leute oder Touristen hierher kommen und sich das alles angucken, weil ich persönlich finde das sehr cool. Dankeschön auf jeden Fall. Sehr schön, vielen Dank, dass du da warst und noch ganz viel Erfolg mit deinem Kanal. Dankeschön. Gerne, tschüss. Дечки, јас денеска си поминав навистина многу добро, се надевам и вие, и кога ќе дојдете тука, се цело време ќе се чувствувате како некој да ве гледа. И ако дојдете некогаш во Хамбург, треба ова место да го посетите и да пишете во коментар со кого вие би се сликале. Чао, дечки!